Jamaika! Freunde, jetzt haben wir es ja geschafft, bundesweit wirklich noch bekannter zu werden. Es sind ganz neue politische Freundschaften entstanden im Saarland. Alte Freundschaften sind ein bisschen lediert. Letztens habe ich den Hubert Ulrich getroffen und ich gesagt, hör mal, man sieht dich gar nicht mehr mit dem Heiko Maas zusammen. Früher haben wir als noch ein Bierchen getrunken, darf das nicht mehr. Guckt er mich an und sagt, hör mal zu, eines will ich das sagen. Willst du noch ein Bierchen trinken mit jemandem, der nur noch dummes Zeug über dich erzählt? Der dich überall öffentlich zum Depp macht? Und der bereit war, mit einer unmöglichen Partei zu koalieren? Willst du mit so jemandem noch ein Bier trinken gehen? Ich sagte, nee, klar, will ich auch nicht machen. Sag er sicher, und genau mit so jemand will der Heiko Maas auch kein Bier mit trinken gehen. Ja, Maika. Kennt ihr den Unterschied zwischen Jamaika und dem Orgasmus? Und der Jamaika stöhnt mal länger. Das soll aber nicht heißen, dass die neue Landesregierung nicht erotisch wäre. Ihr wisst ja, Macht macht erotisch und die Macht ist jetzt auch bei den Grünen angelangt. Die sind jetzt viel erotischer. Unsere neue Umweltministerin, Dr. Simone Peter, die ist nicht nur für die Umwelt zuständig, auch für Verkehr. Das nennt die wörtlich. Die hat gesagt, wir werden das Liebesleben der Saarländer noch ökologischer machen. Wir führen flächendeckend in jedem saarländischen Schlafzimmer den grünen neuen Öko-Vibrator ein. Nie gehört, Öko-Vibrator. Das ist ein Bambusrohr mit 3 Hummel drin. Das ist gut, das Ding. Das wurde getestet von Stiftung Warentest. Urteil befriedigend. Schön, dass noch alle lachen können, ist doch wunderbar. Ne? Ich meine, ist ja mittlerweile ein Problem, wo, wann, wie und wenn man überhaupt noch einen Witz erzählt. Gerade bei der Jamaika-Regierung, die lachen all unterschiedlich. Guck mal, wenn ich dem, wo ist er denn, der Dr. Christoph Hartmann. Wenn ich dem einen Witz erzähle, lacht der 3 Mal. Da lacht er jetzt schon, ne? Da lacht es erst mal, wenn ich ihm den Witz erzähle, das zweite Mal, wenn ich ihm den Witz erkläre und das dritte Mal, wenn er ihn verstanden hat. Der Peter Jacobi, der lacht nur 2 Mal. Das erste Mal, wenn ich ihm den Witz erzähle, das zweite Mal, wenn ich ihn mir erkläre, verstehen tut er dann eh nicht. Ne? Aber ich glaube, er hat das verstanden. Der arme Peter, der sucht immer noch Finanzen, Geld. Braucht immer Geld. Das ist wirklich. Ich schlage dir einen Deal vor. Ich verkaufe das so eine CD, so eine Date-CD. Ja, die ist viel billiger als die, wo die Merkels kauft hat. Das ist aber auch nur eine einzige saarländische Adresse drauf. Den hat er nicht verstanden. Ja. Ich habe ja gesagt, die lachen alle unterschiedlich. Wenn ich dem Hubert Ulrich einen Witz erzähle, lacht der Emo. Wenn ich ihm den Witz erzähle, ne? Verstehen tut der denn eh nicht. Und erklären lässt der sich schon mal gar nichts, ne? So ist das jetzt bei deinen neuen Minister hier von der Jamaika-Koalition. Das sind ja Minister, die haben die ganze Zeit nur Opposition gemacht, ne? Das ist ja schwer, Christoph, gell? Die wissen ja noch gar nicht, wie das so richtig geht. Vor Spruch ein Anruf im Wirtschaftsministerium. Hallo, guten Tag, ich würde mal gerne wissen, was der neue Wirtschaftsminister Dr. Christoph Hartmann so den ganzen Tag macht. Oh, sagt die Sekretärin, der fängt um 8 Uhr an, dann liest er ein bisschen in der Zeitung rum, um 10 Uhr hat er Landtagssitzung, um 11 Uhr Pressekonferenz, bis 1 huckt er dann in der Kantine, 15 bis 18 Uhr IHK, 18 bis 19 Uhr bis der Kontbanerpark, 19 bis 21 Uhr hat er dann noch eine Fraktionssitzung, 22 Uhr privater Termin, um 24 Uhr ist der arme Mann endlich daheim und hat Feierabend. Wieso, Frau, sind Sie von der Presse? Sagt er, nee, ich bin der Dr. Christoph Hartmann, aber im Wirtschaftsministerium sagt mir ja keiner, was hier abgeht. Ja, Freunde, Saarland, Ghost Jamaika.